da geht es ums Kommen, ums Ankommen. In den ersten 2 Kapiteln der Bibel da geht es um eine besondere Ankunft, eben um die allerletzte Ankunft, der allerletzte Advent. Was kommt denn, wenn das Ende von allen Dingen kommt? Ende heisst auf Griechisch Eschaton. Für die wunderschönen Begriffe. Eschaton. Und darum heisst in der Theologie die Lehre von den letzten Dingen Eschatologie. Und Eschatologie, das hat mit gewissen Endzeitlehren immer wieder auch schwierige oder wirre Blüten getrieben. Und es hat in der Geschichte der Kirche immer wieder auch Personen und Zeiten gegeben, wo das Reden vom Ende gebraucht worden ist, um Leute gefügig zu machen und zu vertrösten auf das Jenseits. Aber auch wenn es bei der Eschatologie auch ums Leben nach dem Tod geht, es geht nicht um Vertröstung aufs Jenseits, sondern wenn wir das eben fertig denken, dann wird klar, dass auf das, wo du vertraust, was kommt einmal, das hat grosse Auswirkungen auf deine Haltung, auf deine Taten und dein Befinden im Hier und Jetzt. Oder was du eben auch nicht glaubst, auch das prägt deine Haltung, deine Taten und das Befinden im Hier und Jetzt. Was ist uns jetzt gesagt, was am Ende auf uns zukommt? Was passiert beim letzten Advent? Wir hören heute auf Ausschnitte aus der Offenbarung, Kapitel 21 und 22, in Verbindung mit 2 Metal-Songs, die den Bibeltext aufnehmen. Einerseits New Jerusalem von Theocracy und The City of God von Signum Regis. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Ja, was für eine
Vision, die der Johannes hier von Jesus bekommen hat. Da kommt alles zusammen an Aspekten, die schon die Propheten zur Zeit vom Alten Testament gesehen haben. Und noch mehr. Am Ende der Zeit ein riesiges Hochzeitsfest. Ja, wir lesen im Kapitel vorher auch vom Gericht. Es braucht von Gott her eine reinigende, definitive Antwort aufs Böse in der Welt. Aber das ist bitter nötig. Aber am Ende vor allem steht ein unbeschreibliches, riesiges Hochzeitsfest. Und wenn das Ende vom Ende ist, die Hochzeit zwischen Himmel und Erde, ist es doch ein bisschen schief, wenn wir als Christen meinen, wir müssen ein pingelig, griesgrämiges Leben führen. Ein Leben, das von der Angst geprägt ist, nichts falsch zu machen. Nein, wenn das Ende von allen Dingen ein himmlisches Hochzeitsfest ist, dann darf doch unser Leben schon jetzt vor allem prägt sein von ansteckender Vorfreude auf die grosse Feier. Die Hochzeit von Himmel und Erde, habe ich gesagt. Ist euch aufgefallen, was das Ende vom Ende ist? Nicht, dass unsere Seelen zu Gott in den Himmel kommen, sondern das Eschaton ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wenn unsere Seelen nach dem Tod bei Gott im Himmel aufgehoben sind, dann ist das wunderbar, aber es ist nur ein guter Zwischenschritt. Das Ziel am Ende ist nicht, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel zu uns auf die Erde kommt. Gottes Reich wie im Himmel, so auch auf Erde. Das beten wir eigentlich gerne. Unser Auftrag als Christen ist also auch viel breiter und tiefer als ja, nur Seelenrettung. Wenn das Ende die Hochzeit von Himmel und Erde ist, der Himmel auf dieser Erde, dann verändert das auch die Sicht auf dich, auf mich, auf andere und auf die ganze Schöpfung. Es geht nicht nur um Geist und Seele, sondern auch dein Körper ist wertvoll, ist das Geschenk von Gott. Und auch wenn er im Moment noch unvollkommen und vergänglich ist, die Materie ist nicht irgendwie minderwertig. Sorge tragen und verantwortungsbewusst mit unserem Körper umzugehen, ist eine Form von Gottesdienst. Unser Körper ist heute Tempel vom Heiligen Geist. Und Sorge um die Schöpfung, um die Natur und die Tiere, das ist nicht sinnlos, auch wenn das alles noch vergeht. Sorge tragen zu Mensch, Tier und Natur, das ist ein prophetischer Akt auf das hin, was am Ende sein wird. Wenn jemand als Christ meint, es wäre doch besser, wenn das alles hier nur möglichst schnell irgendwie kaputt ging, damit das Ewige endlich kommen kann, das ist auf dem Holzweg. Das Ziel ist nicht die Zerstörung von dieser Welt und die Flucht daraus raus, sondern das Ziel ist die totale Erneuerung von dieser Welt. Und unsere Haltung und jede kleinste von unseren Taten, die zum Gedeihen und Erhalt von dieser Schöpfung beitragen, ist eben ein prophetischer Akt, der davon erzählt, was am Ende wirklich wichtig ist. Himmel auf dieser Erde. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Das ist übrigens die Jahreslosung im neuen Jahr. Was sage ich im Januar-Donnerschlag mehr dazu? Könnt ihr lesen oder hören auf YouTube. Wir hören jetzt aber schon weiter, was der Johannes über den Advent von der himmlischen Stadt gesehen hat. Der Engel, der mit mir sprach, hatte einen goldenen Messstab. Mit dem sollte er die Stadt ausmessen, einschließlich ihrer Tore und Mauern. Die Stadt ist viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Der Engel vermaß die Stadt mit dem Stab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. Es sind 12.000 Stadien. Dann vermaß er ihre Mauer. Es sind 144 Ellen nach dem Maß der Menschen, das auch das Maß der Engel ist.
Wenn Landeier das Wort Stadt hören, dann wird es ihnen eng. Wie soll denn das Leben, das ewige Leben in Freude in einer Stadt können sein? Wie könnte es Freude machen? Aber halt, was für eine Art Stadt wird denn hier beschrieben? Ist die wirklich so beengend wie unsere Städte, die wir schon kennen? Also wir müssen uns zuerst mal bewusst sein, dass das, was wir hier gehört haben, was Jan vorgelesen hat, Johannes gesehen hat, natürlich hochsymbolisch ist. 12'000 Stadien, die Länge, Breite und Höhe haben das neue Jerusalem. 12, eine Zahl für Vollkommenheit, mal 1000, die grösste Zahleneinheit im biblischen Hebräischen, und das in allen 3 Dimensionen. Also Johannes sagt uns also, das neue Jerusalem ist eine vollkommene, unvorstellbar gigantisch grosse Stadt. Aber damit wir jetzt die Tragweite von dieser Symbolik doch noch ein bisschen besser erfassen können, habe ich mal ganz konkret angefangen zu rechnen. Die Längeneinheit Stadion, die kommt, wie es der Name nachleitet, aus der griechischen Sportanlage. Ihr seht hier das Stadion von Epidauros. So eine Rennanlage hat in der Antike eine Länge von etwa zwischen 150 und 185 Meter. Wenn wir jetzt also 12'000 Stadien als Längeneinheit aneinanderreihen, dann gibt es mindestens 1800 Kilometer. Ich will Sie jetzt 1800 Kilometer, für die es nicht jeden Tag mit dem Auto machen. Mit 1800 Kilometern kommen wir von meiner Heimat St. Gallen bis auf die Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. Eine Stadt von 1800 mal 1800 Kilometern. Ich habe euch auf der Karte mal einzeichnen, was das könnte sein. Also von St. Gallen bis zur Krim, dann nördlich bis weit im Norden von Moskau und Osten von St. Petersburg und über im Westen bis zur norwegischen Atlantikküste. Das neue Jerusalem hat eine Fläche von weit über 3 Millionen Quadratkilometer. Eine gigantisch grosse Fläche. Und wie ist jetzt das mit dem möglichen Dichtestress in dieser Stadt? In Bern, unserer Hauptstadt, da leben rund 2700 Personen pro Quadratkilometer. In Hilbert, wo ich wohne, das sind noch gut 600 Personen pro Quadratkilometer. Wenn ich schaue, wie das neue Jerusalem in der Offenbarung beschrieben ist da nicht nur die Rede von Gold, Kristall, Perlen und Edelstein, sondern auch von ganz viel Grün und Wasser. Ich stelle mir die himmlische Stadt darum eher wie eine elbische Stadt vor. Darum habe ich auch das Titelbild für heute so, das ich promptet habe. Also eine grüne, ich sage jetzt eine elbische Stadt könnte das neue Jerusalem sein. Jetzt rechnen wir mal, die ganze Schweiz hat eine Bevölkerungsdichte von 222 Personen pro Quadratkilometer. Und ich weiss jetzt aber, das ist für gewisse Menschen immer noch zu dicht. Darum rechnen wir jetzt für die himmlische extrem grüne Stadt nur mit halb so vielen Leuten. Also mit 100 Personen pro Quadratkilometer. Das heisst, jeweils eine Person, alle 100 Meter in die eine Richtung und dann noch 100 Meter in die nächste. Ich glaube, da kann man sehr gut schnaufen. Und so gerechnet haben sage und schreibe 324 Millionen Einwohnerplatz auf der Fläche vom neuen Jerusalem. Was mega luftig ist. Ja? 324 Millionen Einwohner auf dieser Fläche. Aber ich habe vorhin gehört, es hat das himmlische Stadt auch eine dritte Dimension. Also rechne vertikal mit dem gleichen Abstand, die horizontal. Also genauso alle 100 Meter eine Etage quasi. Mit 1800 Kilometern das neue Jerusalem also 18.000 Etagen. Wer hat es hier im Kopf mitrechnen mit Einwohnern? Im neuen Jerusalem hat es Platz für sage und schreibe 5.832 Milliarden Menschen. Platz für mindestens 5.832 Milliarden Menschen. Wie muss man das einordnen? Es gibt wissenschaftliche Schätzungen, die davon ausgehen, dass auf dieser Welt bis heute 108 bis 117 Milliarden Menschen jeweils gelebt haben. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal schon höchst spekulativ. Aber das würde heißen, im neuen Jerusalem hat es mindestens 50 Mal die ganze Bevölkerung Platz, die bis jetzt jemals auf der Erde gelebt hat. Es hat also
unvorstellbar gigantisch viel Platz in dieser himmlischen Stadt auf die Erde kommt. Mir dürfte kommt das Wort von Jesus an seine Jünger im Johannes-Evangelium noch eine ganz andere Tragweite. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn also die himmlische Stadt mit ihrem unvorstellbar viel Platz für Menschen die Perspektive von Gott ist, dann könnt ihr an mir nicht kleinkariert denken. Nicht so abgehoben, elitär, nicht exklusiv, nicht nur das Wohl von unserer Szene oder von unserer Bubble. Weil Gott wünscht sich offensichtlich nichts mehr, als die ganze Menschheit zu gewinnen. Und wenn er noch Platz für 50 Mal mehr Menschen hat, als schon je gelebt haben, hat offensichtlich auch noch viel Zeit und Geduld, um mit dieser Welt zum Ziel zu kommen. Wir dürfen halt auch Geduld lernen. So schwierig unsere Umstände vielleicht auch gerade sein. Wie sieht aber das Leben in der Ewigkeit konkret aus? Wir hören wieder den Jan mit dem nächsten Abschnitt aus Offenbarung 21. In der Stadt sah ich keinen Tempel, denn ihr Tempel ist Gott, der Herr, der Allmächtige, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihr Leuchter ist das Lamm. Die Völker werden in ihrem Licht leben. Die Könige der Erde bringen ihre Pracht in sie hinein. Die Tore der Stadt stehen den ganzen Tag offen, sie werden nie geschlossen, denn eine Nacht gibt es dort nicht. Die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird man in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird in sie hineinkommen und keiner, der Abscheuliches tut oder lügt. Hineinkommt nur, wer im Buch des Lebens steht, das dem Lamm gehört. In dieser Stadt gibt es also die vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Aber Johannes sieht in der Vision von dieser Stadt auch ein ganz normales wirtschaftliches Treiben. Da steht von den Schätzen, die von den Völkern in die Stadt gebracht werden. Uns erwartet also am Ende nach der Auferstehung als auch ein ganzes normales, ein normales Leben mit Körper in allen Dimensionen von unserem Sein. All das, was wir hier in diesem Leben lernen und entwickeln, das wird mal noch gebraucht in der Ewigkeit. Unser Charakter und unsere Begabungen und Berufungen, die werden mal noch die Vollkommenheit zum Tragen kommen. Die Zeit jetzt ist darum eine Vorbereitungszeit auf die Ewigkeit. Wer wir hier werden, das hat eine Bedeutung in dieser Ewigkeit. Bücher werden aufgetan, heisst schon vorher beim Gericht, im 20. Kapitel. Nichts, was hier passiert, geht bei Gott verloren. Niemand geht bei Gott verloren. Wer im Buch des Lebens steht, wovon man gehört. Zum Schluss heute lohnt es sich aber noch einmal auf die Stadt zu schauen, wie sie im 22. Kapitel noch genauer beschrieben wird. Der Engel zeigte mir einen Fluss
mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war klar wie Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen Bäume des Lebens. Die Bäume tragen 12 Mahlfrüchte. Jeden Monat bringen sie Früchte hervor. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Die Bewohner der Stadt werden Gott dienen und ihn anbeten. Und sie werden herrschen für immer und ewig. Städte haben nicht nur bei den Landeiern einen schlechten Ruf, sondern auch in der Bibel kommen Städte nicht gut weg. Die erste Stadt in der Bibel die wird vom Nimrod gegründet, einem Gewaltherrscher. Und der Turm zu Babylon der soll die Menschen an einem Ort zusammenheben. Zusammen gegen den Auftrag, den Gott gegeben hat, sich zu verteilen auf der Welt. Mit dem Auftrag, gute Stellvertreter, Ebenbilder von Gott sein, sagen sie für die ganze Schöpfung. Und so geht es dann weiter. Städte sind nur allzu oft Mortal Engines, wie eben in dem Buch oder im gleichnamigen Film. Städte werden Raubstädte, wo alles, was ihnen in den Weg kommt, drohen unter sich zu begraben. Babylon in der Offenbarung ist der Inbegriff so einer Stadt. Der Hort vor allem Widergöttlichen und Bösen. Und das neue Jerusalem ist jetzt auch eine Stadt. Aber eine ganz andere Stadt als Babylon. Das neue Jerusalem ist beschrieben wie der Paradiesgarten am Anfang der Bibel. Der Garten Eden ist im Eschaton plötzlich eine Stadt. Wir sehen, Gott bringt am Ende die Ursprungsidee zurück zum Blühen. Eden, der Paradiesgarten. Aber er radiert dabei nicht einfach aus, was passiert ist, was schiefgegangen ist, sondern wenn er das wiederherstellt, was am Anfang die Idee war, dann wird es jetzt verbunden mit der ganzen Unheilsgeschichte von uns Menschen, mit dieser Städtegeschichte, aber eben geheilt und versöhnt. Paradiesgarten und Stadt in einem. Und das war der Auftrag am Anfang an uns Menschen. Wir lesen im ersten Kapitel von Genesis: Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz, herrscht über alle Tiere. Nicht als Tyrannen, sondern als fürsorgliche Könige. Wie heißt es jetzt am Ende vom Ende? Die Bewohner der Stadt werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden herrschen für immer und ewig. Ich lobe die Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Volk schreit. Amen. Amen.